Bon Appetit. Der Herr Jünnemeyer vom Ihrefeld fühlt sich seit längerem nicht so wohl. Drum geht er bei seinem Doktor, der ihm een Kur verschrief. Er küt noch Bad Neuenaar. Es dauert ein paar Tage, bis er sich an sein neues Quartier gewöhnt hat. Bald hat er auch andere Kurjes kennenlernen und es gefällt ihm richtig gut. In dem Kurhotel, wo er auch seine Mahlzeiten entnimmt, sitzt an Singendisch eine Franzos. Ne freundliche Mensch, der immer elegant angetrocken zum Essen kütt. Jedes Mal, bevor sie anfangen, steht der op mit einer Verbeugung und sagt Bon Appetit. Der Herr Jünnemeyer denkt, dass sich der freundliche Mensch bei ihm vorstellen tät, steht auch op und sagt Jünnemeyer. Die Zeremonie tät sich immer wiederholen. Beim Frühstück, beim Mittagessen und auch beim Abendessen. Jeden Tag Bon Appetit, Jünnemeyer. Mit der Zeit wird der Jünnemeyer nachdenklich und kann so langsam nicht mehr verstehen, warum singe Dich Norbert, der sonst doch so sympathisch ist, nicht abhören will, sich vorzustellen. Wie dann eine Jode Freund aus Köln uns der Jünnemeyer besuchen kütt, der dem erzählen, stellte uns vor, ich sitze am Tisch mit einem netten, freundlichen Franzos zusammen. Jedes Mal, bevor wir anfangen zu essen, tät der Kot aufstehen, verbeugt sich knapp und sagt Bon Appetit. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, als auch aufzustehen und meine Namen zu nennen. Du leben Jott, ruft der Freund, dat dich bloß keiner hört. Jott, dat du mir dat verzählst. Fast jedes Kind weiß doch, dat Bon Appetit guten Appetit heißt. Der Herr Jünnemeyer ist erleichtert und nimmt sich für, die Sache jetzt richtig zu machen. Direkt am nächsten Tag beim Frühstück steht er noch flücker als singe Dich Norbert ob, verbeugt sich knapp und sagt fürnehm Bon Appetit. Der freundliche Franzos steht auch ob, verbeugt sich auch leger und sagt Jünnemeyer.